Der Peter und der Rolli sind die sportlichen Maderbester vom Ultischkanal. Mit diesem Jahr waren sie bei den Sportlern, denen im sportlichen Plan bald nicht mehr zu überbieten ist. Hier kommt ein Porträt vom Triathlet Dirk Bockel. Wir haben uns mit Dirk Bockel, dem Vierte vom Hawaii Ironman 2011, an der Kuck getroffen. Er wollte in anderem wissen, was ein Ironman ist. Gut, Ironman ist die längste Distanz im Triathlon. Das heißt, dass 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Velo fahren, Einzelzeit fahren und den Marathon 42 Kilometer zu laufen. Und ich habe das in 8 Stunden, 12 Minuten gepackt. Was ist dann deine Lieblingsdisziplin von den drei? Ja, ich meine Velo. Also ich bin relativ gut am Velo. Ich bin dieses Jahr auf Hawaii. Sind ich die 7. schnellste Zeit, die jemals so gefahren ist, sind ich selber gefahren und das ist natürlich immens zufrieden. Aber ich bin auch gut im Schwimmen, ich bin als Zweiten aus dem Wasser gekommen. Beim Laufen bin ich auch viel dabei, das heißt, meine Lieblingsdisziplin ist Triathlon. Wer von den drei ist dann die schwerste? Normalerweise gebe ich so das Laufen, weil Laufen ist am Schluss, das heißt, du bist natürlich auch schon frech, du bist ein bisschen müde, ne? Du hast schon einen halben Tag lang Sport gemacht und wenn ein Marathon zu laufen hast, dann bist du natürlich auch ein bisschen mit von den Distanzen, das ist ganz klar. Die meisten kann man, wenn sie klein anfangen, Fußball und Handball. Wie kommst du dann zum Triathlon? Ja, ich habe auch in der Oberliga Handball gespielt in Deutschland. Das war noch vor der letzten Zeit. Ich meine, das habe ich gemacht von 10 bis 14 Jahren. Dann war ich immer nicht ganz so zufrieden, weil der Kipp war nicht so gut. Und ich wollte gerne responsabel sein von meiner eigenen Leistung. Dann habe ich dezidiert, einen Kerl zu laufen. Und das war auch relativ gut mit meinem Lauftrainer als ein Triathlet gewesen. Für das kommst du dann mal mit Schwimmen, gehst dann mit Velo fahren und so sind ich zum Triathlon gekommen. Wie bereiten Sie sich überhaupt für so einen Triathlon? Ja, das ist schwer. Ich meine, du hast 3 Disziplinen. Das heißt, du musst relativ viel trainieren, musst viel Zeit investieren, musst natürlich Geschwindigkeit machen, musst Kraft machen, musst Kilometer machen und Vitesse. Das heißt, du brauchst viel Zeit, für das bin ich auch Profi, für das bin ich auch gut unterstützt hier im Land von der Armee und vom COSL, dass ich die Sache professionell machen kann. Mir ganz speziell, wie berate ich mich für? Viel Trainingslager, viel Stagen, viel Trainingspartner auch, die gehen dann mit, ich mache dann weiter. Und ja, das ist viel Arbeit, ganz klar. Wenn ich anfangen mit Triathlon, kannst du einfach direkt so einen Ironman laufen oder wie lange mich du für trainieren? Da kommst du einfach bei mir mit, dann weiß ich dir wie das funktioniert. Da gehen wir ein bisschen schwimmen, ein bisschen Velo fahren, ein bisschen laufen. Man fängt natürlich nicht an mit einem Ironman, das ist ganz klar. Geht los mit 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Velo fahren und 5 Kilometer laufen. Und dann geht die zweitgrößte, das ist die olympische Distanz, das ist 1,5 Schwimmen, 40 Kilometer Velo und 10 Kilometer laufen. Und dann geht natürlich die ganze Base-Geschichte mit dem Ironman. Als Beispiel schon in Hawaii. 4 Tage noch konnte ich so los normal gehen. Also du brauchst ein bisschen Zeit für Trickküpp, ganz klar. Und wie war dann die Stimmung überhaupt zu Hawaii? Ja, das ist immens. Ich meine, das sind viele 100.000 Zuschauer, das ist enorm. Ne? Das ist die härtesten Ein-Tag-Kompetition an der Welt mit all Disziplinen. Und da ganz viel dabei zu sein, das ist natürlich flott. Es sind natürlich nicht so viele letzte Jahre da, das ist natürlich auch ein kleines Race, für da hinzukommen. Ich habe relativ viele Fans, die da sind. Meine Frau als Amerikaner, für das Menge viele Leute, ich wohne da. Ich wohne zu Bereldorf, ich bin hier in der Stadt. Und ich habe natürlich Vorbereitung für Hawaii als ganz enorm wichtig. Für das gehe ich auch relativ früh an die USA, weil da habe ich einfach kein Wolf von Europa kurz vor der Kompetition. Hawaii hat 12 Stunden Zeitverschiebung. An 12 Stunden, da muss das ja schon 3 Wochen für drin da sein. Was sind dann die Ziele für die nächsten Jahre? Gut, also ich habe nur gesehen, 4. Platz und just ein ganz kleiner Retard für den 1. Platz. Dann ist klar, der Bild ist natürlich da, ein Kerl zu gewinnen. Und wie gesagt, 3. Jahr, 3-mal Top 10, das ist gut. Mehr geht noch nicht durch. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich will unbedingt ein Kerl aufs Podium. Ich will auch gerne einen Ironman gewinnen, ob das in Hawaii ist oder woanders, gesehen wir. Hoffentlich bald. Was ist dann nach deiner Sportskarriere? Momentan bin ich ja in der Armee angestellt als Elite-Sportsektion. Und was da noch kommt, weiß ich noch nicht sicher. Vielleicht gehe ich bei der Duan, vielleicht bleibe ich aber auch noch Profi relativ lang oder Trainer. Ich habe verschiedene Optionen. Ich habe eine Universität gemacht, in Amerika studiert, International Business.
Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Lo konzentrieren mich just auf den Sport. An den 3 bis 5 Jahren, da geht es immer weiter.